So, jetzt kommt ein neues Video. Ja, heute legen wir TikTok- und Instagram-Kanal an von Unternehmen von der Schweiz, also Migros, Coop, Berner, was halt auch immer geht, und schauen, wie boomerhaft sie sind, weil wir wissen schon alle, die sind boomerhaft. Punkt. Uns fertig, da müssen wir gar nicht diskutieren. Ey, das regt mich her, das Teil hier. Das sind die ganze Bewegung, das regt mich. Ich will nicht hinschmeißen, also ich will einfach, dass es still ist. Wir fangen doch mal mit Coop an. Willkommen bei Coop. Hier erhältst du spannende Einblicke in die Coop-Welt. Teile deine schönsten Fotos mit Hashtag #MeinCoop und erlaube uns damit einen Repost. Easy, ich tue das Video reposten. Nein, echt so Standardsachen. Ja, Tatendrang bewegt die Welt. Wir wissen es. High Protein, Crunchy Müsli. Ein Reel. Zum Schießen. Nee, Scheiß, Alter. Produktfotos, natürlich. Was ist die Familie da? Ich arbeite beim Coop und habe meinen Ehemann dort kennengelernt und wir sind jetzt schon seit 1,5 Jahren verheiratet. Ja, wie lange sind ihr da zusammen gewesen? Also ich weiß ja nicht, aber das ist mir scheißegal. Ich bin der Stefan Juchli. Ich bin die Vera. Ich arbeite bei Coop am Hauptsitz in der Abteilung für Süßwaren und salzige Snacks. Vorher habe ich im Coop.ch-Team, im UX-Team gearbeitet. Weißt du, das sind nicht einmal die Arbeitertiere. Das sind nicht einmal die Proleten. Das ist nicht einmal. Das ist eine halbe Bourgeoisie. Das ist ja Hauptsitz im Coop. Ich dachte, da kommt jetzt eine Liebesgeschichte so wie Hollywood-mäßig. So Detailhandel, Frau und Detailhandel, Mann, Kanolero. Die da greifen. Und da kommt die andere Hand und will etwas Drittes. Weißt du, so habe ich mir vorgestellt. Was kommt da? Ich bin der UX-Team-Fall. Die Vera habe ich kennengelernt an einem Anlass für Trainees oder ehemalige Trainees in Zürich. Und dann sind noch ein paar Leute weiter etwas trinken. Wir sind dann die Einzigen, die eigentlich am Schluss noch geblieben sind und zurück nach Basel haben müssen. Ich habe es interessant gefunden, aufgestellt, eine positive Erscheinung gesehen für mich. Am nächsten Tag hat er mich gerade gefragt, ob wir Kaffee trinken im Bistro unten. Und dann sind die Kaffees immer mehr geworden. Ja, wir haben uns dann... Kaffee sind immer mehr geworden. Also ich weiß nicht, ob das so Corona-konform ist. Das ist für ein grosses X und dann haben wir das grosses X. Und ich sage das Mikrofon jetzt da an. Das sind so Fragen, die wir uns stellen. Von Zeit zu Zeit mal wieder gesehen, irgendwo im Bürogebäude. Er hat irgendwie einen Grund gebraucht, bei mir immer vorbei zu kommen. Und dann hat er immer irgendwelche Chips oder Schoki. Ja, logisch, du musst einen Grund haben, verurteilt zu kommen. Du bist im fucking Büro, du kannst nicht einfach aufstehen und etwas machen. Du musst arbeiten. Alter, was soll denn der Scheiß? Ich habe eigentlich am Büro vorbeigebracht. Am meisten hat sich eigentlich so mein Team gefreut, dass die immer irgendetwas... Jesus Gott, weißt du? Ja, Alter, weißt du, das Team hat etwas bekommen. Aber er keine Hand. Etwa 3 Monate nachdem wir geheiratet haben, ist dann auch unsere Tochter zur Welt. Sag, wie lange sind die überhaupt zusammen gesehen? Hast du direkt geheiratet in der Veranstaltung? Oder da fehlt mir mehr Informationen einfach. Zumal ist das Kind da. Jetzt sind sie einjährig geworden. Hä, komm mir nicht nach. Ich kriege Kopfweh.
Irgendwie hat das Lied gar nicht gepasst zu dem Ding. Irgendetwas hat da gefallen. Ich glaube doch auf TikTok. Da gibt es sehr viele Videos und fast 1 Million Likes haben sie, oder? Und das ist sehr ambitioniert, oder? Aber ist das wirklich das allererste? Ist das wirklich von Coop? Ich dachte, das ist eine App einfach so. Aber in dem Fall ist das wirklich Coop. Ja, wie ihr seht, versucht Coop hier etwas Relatables reinzubringen, wenn die Kassiererin so schnell scannt und du nicht mehr nachkommst. Oder du so scheiße langsam bist und die Kassiererin einfach normal schafft. Piep. Piep. Ja, aber Junge, hol dir doch einen Korb. Ich mache das auch sehr. Wenn ich mir so, jo, ich habe zu viele Sachen mit. Ja, dann kann ich einen Korb holen. Also wenn es nervig ist, wenn du einen Korb hast, aber telefonieren musst. Und du bist so, Run. Wie alt ist das Run-Meme? Warte mir leid, ich muss das sehen. 2015. Wir reden hier von 2015. Ich benutze das 5 Jahre altes Meme. Das war jetzt gut gewesen. Das war jetzt mal etwas Gutes gewesen. Sehr fragwürdige Musikwahl, aber das war jetzt mal etwas Gutes gewesen. Bravo. Bravo. Digga, untergleicht mir das ein bisschen. Nein, Spaß. Also die Dicke hat er von mir. Social Media Kanäle müssen einfach junge Leute machen. Gebt doch das dem Lehrling. Gebt das dem Lehrling. Das ist jetzt gut. Das ist jetzt geil. Jetzt ist wieder. Coole Idee, coole Umsetzung. Da gleicht mir wirklich glauben. Ja, Mann, Rave! Das ist jetzt geil. Okay, jetzt hast du gefällt mir langsam. Nee, das sind richtig gefaked, uns Jungs. Das geht nicht. Nicht das Hörtier. Prank! Als ob die im Prank-Game eingestiegen sind. Wow! Ich finde den ersten Kommentar am besten. Der Migros ist besser. Ha! Gibt mir ein Like. So. Was hat jetzt das mit Coop zu tun? Was hat jetzt das mit Coop zu tun? Ja, das hier ist mein Lieblings-Coop TikTok, weil das ist so witzig und so random, aber ich finde das so geil eigentlich gemacht. Das fällt einfach so geil der Vibe ein.
Also wirklich, ich kann das nicht spielen. Ich kann mich herausfordern. Coop. Diaki heisst das. Mit mir zu spielen. Und wenn ich gewinne, dann bekomme ich gratis Action Pack Energy. Also Coop. TikTok, Instagram, wenn ihr das schaut. Ich bin bereit für nur eine Jackie und ich mache auch fertig. Auch wenn ich verliere oder überlegt euch etwas. Yo, bro, who got you smiling like that? Like, kill the lights, so baby, close your eyes, the way you're looking at me. Ich weiß ja nicht, ey. Aber die ganzen Kommentare ist schon geil. Viele schreiben, Migros ist einfach besser. Das ist so witzig. I can't be the only one who hears you. Prank oder... Hey, falling down at the party. Saddest little baby. Das ist witzig. Aber ich weiß nicht, ob ich den Tanz gesehen habe, ob ich es nachgemacht habe. Aber ich finde das witzig. $9,95 bitte. Ha! Die Reaktion. Strano, per favore. Dann 100 Gramm von dem Blümchenkäse. Ja, auch vom Gipswiller Bachtelkäse hätte ich gerne. In der Kümmelmutschel da oben sieht super aus. Dürfte dort auch 200 Gramm haben. Der Montblanc Reservé, von dem hätte ich sehr gerne 100 Gramm s'il vous plaît. Ich hätte gerne ein Großstück von dem. So viel von dem da. Der da mit der schwarzen Rinde da. Der mit den Pünktchen, ja. Wer geht doch nicht Käse-Theke? Wer macht das? Wer und wem würde jeder so antworten? Das nächste TikTok hat ein urheberrechtlich geschütztes Lied drin. Ich werde jetzt eine Version von mir kreieren und ich das Lied interpretiere. Even if the sky is falling down, I know we'll be safe and sound. We're safe and sound. I could feel your cup. You know my river won't have ever read this world, but still appreciate. You should be my luck. Das ist geil gemacht, aber ich hätte den zweiten Teil noch gewusst. Bin ich jetzt einmal kochend. Das war geil. Das war geil. Gut. Das war das Ende von dem Video. Migros machen, indem man einen anderen Part will. Es ist schon 15 Minuten. Und ja. Dann sage ich, merci, dass ihr es geschaut habt. Tut doch abonnieren. Und gebt doch ein Like, wenn es euch gefallen hat. Sonst ja, Sonntag irgendwie. I could lift you up. I could show you what you wanna see. And take you what you wanna be. You could be my luck. Even if the sky is falling down, I know we'll be safe and sound. We're safe and sound.